Heute geht es im fünften Teil der Webinarserie Die Rakete Start auf Schweizerdeutsch. Die Webinarserie, in der ich dir alles erkläre, was du brauchst, um mit Schweizerdeutsch zu starten, um die Höflichkeitsform im Schweizerdeutschen. Herzlich willkommen hier in diesem Teil dieser Webinarserie, ein eher kurzer Teil, dafür umso interessanter. Viele Leute sind sehr überrascht, wenn sie das hören, und ich werde dir gleich auch erzählen, dass sich nicht alle Schweizer dessen bewusst sind. Ich bin Naira, ich bin Schweizerdeutschlehrerin und meine Mission ist es, dir gute, qualitative Schweizerdeutsch-Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen, sodass du einfach und mit Freude Schweizerdeutsch für deinen Alltag lernen kannst. Mein Lehrbuch und meinen Online-Kurs findest du in der Videobeschreibung. Die Höflichkeitsform. Also das ist die Form, die Verbform, die wir benutzen, wenn wir einen Menschen mit Respekt begegnen wollen. Auf Hochdeutsch kennst du das sicher, nennt man das auch siezen, weil man die Sie-Form verwendet. Guten Tag, wie heißen Sie? Wie geht es Ihnen? Die Höflichkeitsform verwendet man in der Schweiz genauso wie in Deutschland und Österreich, wenn die Situation formell ist, wenn wir die Person nicht so gut kennen oder wenn es eine Respektsperson ist, zum Beispiel eine Lehrperson, ein Chef oder wie auch immer. Grundsätzlich auch mit Menschen, die älter sind als du, da verwendest du aus Höflichkeit die Höflichkeitsform. In vielen Teilen der Deutschschweiz wird die dritte Form Plural als Höflichkeitsform verwendet. Also genau wie im Hochdeutschen wird das auch in vielen Dialekten gemacht, jedoch nicht ausschließlich. Schauen wir uns trotzdem diese Höflichkeitsform mit der dritten Form Plural kurz genauer an. Im Dativ würde das dann so aussehen. Grüezi, wie geht's Ihnen? Also sehr nahe an. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ihnen wird zu Ihnen. Im Nominativ sieht das so aus. Wie heißet Sie? Wie heißen Sie? Sie ist auch wieder ziemlich ähnlich, aber was dir vielleicht auffällt, ist die Konjugation des Verbes. Während im Hochdeutschen für die Höflichkeitsform die Sie-Pluralform für das Verb verwendet wird, also Sie heißen, en, verwenden wir im Schweizerdeutschen die zweite Form Plural, um das Verb in der Höflichkeitsform zu konjugieren. Wir heißen, ihr heißt, auf Schweizerdeutsch, wir heissen, dir heisset, und dieses heisset der zweiten Person Plural nehmen wir jetzt, um die Höflichkeitsform zu bilden. Wie heisset sie? Dann noch zum Possessivpronomen. Auf Hochdeutsch würden wir sagen, wo steht Ihr Auto? Auf Schweizerdeutsch haben wir hier den gleichen Stamm, Ihr, wo steht Ihres Auto? Also auch hier der Stamm der Höflichkeitsform des Possessivpronomens in der Höflichkeitsform wird gleich verwendet wie im Hochdeutschen. Hier möchte ich dir das Wichtige noch einmal gut aufzeigen. Also, in der Höflichkeitsform auf Schweizerdeutsch sagen wir, wie heisset Sie? Zum Beispiel zu unserer neuen älteren Nachbarin, wie heisset Sie? Während wir, wenn wir die Namen einer Gruppe erfahren möchten, fragen, wie heissen Sie? Also das Verb wird nicht gleich konjugiert. Die Höflichkeitsform ist im Schweizerdeutschen nicht
gleich die dritte Person Plural, wie das im Hochdeutschen ist. Jetzt kommen wir zum besonderen Teil. Wie ich schon angetönt habe, wird das aber nicht in allen Kantonen so gehandhabt oder in allen Dialekten besser gesagt. Typischerweise wird in Bern eine andere Höflichkeitsform verwendet als in Zürich oder Basel. Bern ist näher am französischsprachigen Teil der Schweiz und wird da auch stärker beeinflusst. Vielleicht wisst ihr, im Französischen verwendet man die zweite Form Plural als Höflichkeitsform, vous, comment vous vous appelez, und das haben wir in Bern übernommen. Also wir verwenden hier nicht mehr die Personalpronomen von der dritten Form Plural, sondern von der zweiten Form Plural. Wir sind, ihr seid, sie sind, also ihr ist die zweite Form Plural. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Wird in Bern also zu Grüß euch, wie geht's euch? Oder im Nominativ wie heißen Sie wird zu wie heißet dir? Auch noch ein Beispiel mit einem Possessivpronomen. Wo steht Ihr Auto wird zu wo steht eues Auto? Im Alltag ist es normal und passiert häufig, dass diese zwei Höflichkeitsformen direkt aufeinandertreffen. Da sagt eine Person im Büro zum Beispiel: «Excuse Rita, habt ihr mir auch ein Postitscher?» Und die andere Person antwortet: «Nein, aber Sie können's lochen und mir so geben, ordne es dann ein.» In diesem kleinen Dialog, in diesen 2 Sätzen, sind die 2 verschiedenen Höflichkeitsformen aufeinander getroffen. Das ist in den allermeisten Fällen wirklich gar kein Problem. Ich habe es persönlich noch nie erlebt, dass jemand mich als unhöflich empfunden hätte, weil ich die zweite Form Plural als Höflichkeitsform verwende. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass gerade in Zürich und Basel das gar nicht so bekannt ist, dass wir nicht überall die gleiche Höflichkeitsform verwenden. Wenn du also in einem dieser Gebiete wohnst, die näher bei Deutschland sind, macht es sicher Sinn, die dritte Person Plural zu verwenden. Wenn du in Bern oder irgendwo nahe an der Romandie lebst, macht es Sinn, die zweite Person Plural als Höflichkeitsform zu verwenden. Ganz kommt ganz darauf an, wo du, wie gesagt, lebst. Falls es dir passieren sollte, dass du die zweite Person Plural als Höflichkeitsform für dich lernst und dann, wieso auch immer, in Zürich oder so blöd angemacht wirst, dass du nicht höflich genug seist oder so, dann erklär ruhig, dass es 2 Höflichkeitsformen in der Schweiz gibt und dann hat dein Gegenüber auch noch etwas dazugelernt. Grundsätzlich gilt aber, im Gespräch bleiben Sprecher bei ihrer Verwendung der Höflichkeitsform. Also ich wechsle so gut wie nie in die dritte Person Plural als Höflichkeitsform. Ich verwende wirklich die zweite Person Plural, wie ich das schon immer gemacht habe und wie es in Bern auch üblich ist. Dass diese Höflichkeitsformen aufeinandertreffen, auch im Gespräch, ist im Alltag wirklich normal. Achte dich im Gespräch mit Leuten auf ihre Verwendung, dann hörst du, wo spricht man wie, und ganz wichtig, lass dich einfach nicht verwirren. Wenn du herausgefunden hast, welche Höflichkeitsform du verwenden möchtest, dann bleib bei dieser und ja, halte dich an die. Im nächsten Kapitel dieser Webinarreihe, da geht es um Schweizerdeutsch für deinen Aufenthalt in der Schweiz, also wichtige Redemittel, die du lernen solltest als allererstes, wenn du damit beginnst.
Da werde ich dir auch immer Möglichkeiten angeben. Also, wenn es um Höflichkeitsformen geht, Sätze in der Höflichkeitsform, hast du immer die Variante mit der dritten Person Plural und die Variante mit der zweiten Person Plural. So kannst du das direkt an Beispielen sehen und dann auch das Richtige für dich lernen. Gut, dann danke ich dir jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen bei diesem Webinarteil und ich freue mich, dich im nächsten Teil zu sehen. Wie gesagt, da geht's dann richtig los mit Redemitteln auf Schweizerdeutsch. Wenn du jetzt super motiviert bist und starten möchtest, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen, dann schau dir gern die Links in meiner Videobeschreibung an. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal.